Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch. Und heute machen wir in unserer wunderbaren Küche einen Kindheitsklassiker. Für mich eher so etwas, was ich aber nicht so gerne hatte. Wir machen nämlich Brätkügel im Blätterteig-Pastetli innen. Ich weiss noch, als Kind haben wir das nicht wahnsinnig viel gehabt. Wir haben viele Brätkügel gehabt, aber Pastetli selber nicht. Aber es war von so vielen Kindern ihr Lieblingsessen gewesen. Aber mir würde jetzt nie hören, so, oh wow, Pastetli, mega fein. Oder oh, im Restaurant auf der Karte, Pastetli, wow. Ich habe Pastetli das letzte Mal vor etwa 10 Jahren gegessen, weil ich musste, sicher in einem Lager oder so. Ich habe da schon mal etwas vorbereitet, nämlich selber gemachte Blätterteig-Pastetli. Für die habe ich als allererstes frisch gekauften Blätterteig genommen. Und der Blätterteig der muss wirklich kalt sein. Dann hatte ich zwei Ausstechformen. Ich musste improvisieren, weil ich habe nicht so viel Ausstechzeug daheim, weil ich backen. Und dann habe ich habe jetzt 4 gemacht, 4 Pastetli. Und dann habe ich, oh Gott, ich mache 2, einfach noch, es geht 8 Ringe, mit einem kleineren Ausstecher ausgestochen. Und die runden Dinger, die es noch drin hat, tue ich einfach aufs Blech drauf. Es gibt dort Deckel drauf. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Sonnencreme, also Eigelb. Taran, das Ei, das ich geschlagen habe. Und jetzt die anstreichen. Und dann gehen sie ab ins Solarium bei etwa 200 Grad. Und dann schauen wir mal an, ob es funktioniert hat oder eben nicht. Keine Ahnung, noch nie gemacht. Fakt ist, man sieht, sie sind selber gemacht. Aber sie sehen wirklich nice aus, muss ich also echt sagen. Weiter geht's mit der bekannten Füllung. Und als allererstes machen wir jetzt selber gemachte Brätkügel. Ich bin sehr talentiert. Das wären die welthässlichsten Brätkügel ever. Ich weiss es schon jetzt. Naja. Nachdem jetzt die Bäuerchen 3 bis 4 Minuten haben gezogen, ich muss mit so einer Schöpfkelle raus. Ich lasse jetzt die hier drauf auf dem Kochtüchlein abtröpfeln und man sieht, sie sind wirklich selber gemacht. Also ist wirklich eine schwierige Angelegenheit, muss ich jetzt echt sagen. Wichtig ist, Bouillon nicht fortschütten, die brauchen wir noch für die Sauce. Für die Sauce tue ich als allererstes Butter in einer Pfanne schmelzen. Dann dünste ich die Zwiebeln andünsten. Da ich ja Kidswitch bin und sehr gerne Speck habe, kommt bei mir noch Speck drin. Jetzt kommen noch die Dings drin, die Pilze. Und ich lasse jetzt die Pilze ein bisschen mit Weissen ab. Ganz wenig. Jetzt könnt ihr hier vorher schmörlen, bis der Weiss ganz verdampft ist. Und dann geht es weiter zur Finale. Jetzt ist die Flüssigkeit ein bisschen verdampft und jetzt geht es noch ein bisschen abschmecken. Ein bisschen Salz, nicht zu viel wegen dem Speck. Und natürlich Pfeffer. So. Jetzt kommt das auf die Seite und es geht an die Sauce. Für die Sauce schmelze ich Butter. Dann kommt Mehl in die Butter rein und das muss man wirklich ganz gut rühren. Zack, zack, zack. Und wenn das so ein bisschen angeröstet ist, mit Bouillon auffüllen. Und rühren, dringend rühren. Dranbleiben und jetzt die Sache aufkochen. Jetzt tue ich es noch ein bisschen mit Rahm abschmecken. Frische Kräutchen drin, da Peterli und unten habe ich getrockneten Schnittlauch. Ich habe keine frischen mehr gehabt, leider. Aber das braucht es da drinnen. Dann hier das Pilz Speckgemisch drin. Und natürlich unsere Brätkügel. Alles gut vermischen. Selber gemachte Brätkügel an einer selber gemachten Sauce. Jetzt geht es ans Anrichten. Unser letzter Stang ist Egel Brätkügel schwierig und ich bin jetzt gespannt, wie die ganze Angelegenheit schmeckt. Ein bisschen von allem drauf.
Warum ist immer alles selber gemacht, einfach so fein? Also, ich muss jetzt wirklich etwas ehrlich sagen. Ich würde es schon sagen, wenn ich es wirklich grusig finde, glaubt mir es. Das sind wirklich mega feine Brätkügel, weil die sind viel, viel fluffiger als die so zusammengepfercht in den Packen sind. Sie sind wirklich luftig, locker und ich glaube, es ist ein bisschen psychologisch, weil ich weiss, dass ich sie selber gemacht habe. Also wenn ihr auch jemanden habt, der sagt, Brätkügel, dann serviert ihm mal selber gemachte Brätkügel. Und 100%ig wird er sagen, es ist mega fein. Er wird sich zwar nie mehr wünschen, wie ich, aber einfach für den Moment ist es wirklich mega, mega fein. Ich würde euch empfehlen, macht es nachher. Und falls euch das Video gefallen hat, Daumen gegen rauf. Für Kommentare bin ich immer zu haben, habe ich immer mega Freude. Und ich würde sagen, bis gleich. Tschüss zusammen.